Diese Botschaft wird rückgeschickt von Lebenswasser in der Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko, je. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org. Wir fangen mit einer neuen Botschaft an von der, den an wie Mien Rada. Ich habe sehr fair, weil ich gecheckt habe für diese Botschaften. Ich habe Ihnen all Eier gesagt, dass diese Botschaft ist die wichtigste Botschaft in Ihrem Leben. Von der das war so. Und so das meist jeder sind auch so. Aber ich will Ihnen von der einen Satz lernen. Und wenn ihr den Satz wollen können in Ihrem Leben anwenden, wenn ihr das wollen glauben in Ihrem Leben, einfach ganz in Ihrem Hort, und ihr wollen das ausleben, dann wollen ihr freie Menschen sein. Und die wollen nicht mehr zweifeln, die wollen nicht mehr mit allerhand Dingen rumschlafen im Leben. Und so das Satz, was ich Ihnen von der will lernen, die hat die Kraft, dein Leben ganz zu verändern. Und so sagt Ihnen mal ganz merklich, wir wollen von der einen sehr, sehr wichtigen Satz lernen. Das ist nicht ein neuer Satz für ihn, vielleicht wollte ich den anders sein, als die den ever gehört haben, aber das ist die wichtigste Botschaft, was du kannst leben. Besonders in uns Fall, wo das sich um Erlösung vielmal um uns selbst gehandelt hat und von wo uns das von Büten sitzt und was wir alle getan haben, oder zu wenig Zeug wie hier, oder all diese Dinge, die spielen eine Rolle in uns dieses Fall. Und so ich will dir einen Satz lernen von der, wenn dort können uns verstanden und uns Hort ansenken, dann sehe ich von der wieder andere Menschen. Fertig dort, da will ich ein paar Geschichten vertellen. Da wären ein paar Lied. Sie haben einen Jungen, ungefähr so wie 10 Jahre alt. Und sie haben als sehr gebet und sehr versucht, mehr Kinder zu haben. Aber das hat never geschafft. Die Frau besonders, sie bet sehr, dass sie wel noch ein Jahr haben. Das ist ihr Traum im Leben. Und sie würden keine kleine Jahr haben, sie können mit einer Schein nehmen, sie können abdressen und all so eine Dinge. Ihr wisst, wo ihr früher sind. Und so, das ist ihr Traum. Aber einmal einen Tag sind sie wieder beim Doktor und sagt der Doktor, weißt du was, du reckst auf ein Kind. Sie fliehen meist aus der Hütte raus. Sie wissen meist nicht, wo sie das sollen annehmen. Und als das ein bisschen wieder verlängert wird, ihre Freunde, alle und so wieder, die celebrieren mit ihren Tod, die haben ein großes Fass. Und als es so viel verlängert ist, dass sie kein Utfing wurde, erst dann sind eine kleine Mial. Und sie sind so mutig und sie fangen an zu kippen und vor, wenn ihre Stufe pink ut und was immer alle getan, wenn sie Schmiales haben. Und so sie kippen kleine Kleidertjes für die Mial und ein neues Crib und so wieder. Und diese Lied, die planen, und ihre Freunde planen mit, und die haben einen großen Babyshower und so wieder, stellen sie an für ihn. Und sie sind bloß so mutig, dass Gott ihnen das Gebet erhört hat und sie wollen eine kleine Mial haben. 2 Wochen vor, das Baby soll geboren werden, und fahren sie einen Doktor, und der Doktor hat alles untersucht, ein Ultrasound und so wieder, und das ist alle 100% gesund, und das ist ein starker Herzschlag und so wieder, und sie können meist nicht lernen, was das Baby wird geboren sein. 2 Tage später sind sie im Schlaf, Mädel danach. Aber einmal David, das zu der aufkommt, ein paar Männer an, ganz mit Loren, eben gesagt und so wieder, fangen den Mann an zu bängen und fangen an Dinge zu vernichten und zu stehlen. In der Früh rennt ihr Mann, will den halten. Kriegt sie einen am Bock David mit dem Fout, dass sie über den Stuhl fliegt. Und sie weiß, dass Fuß das something nicht reich. Und als diese Männer wach sind, sie merkt der Mann los, und sie gehen in ein Hospital, sie bauen sich aus dem Jet, und die tun Ultrasound, die horchen, kein Herzschlag mehr. Das Baby ist tot. Da müssen sie nehmen. Und als sie von Hospital nach Haus fahren, sie wissen nicht, ihre Welt ist totgefallen. Sie gehen in diese feine Schmacke ausgefahren von der Stufe an, und mit der neuen Crib und den neuen Kleider und alles, und sie saßen da auf dem Flur, und sie wissen nicht, wohin. Ihre Welt ist, das bisschen, sie sind in einem Loch, und das diest, und sie wissen nicht, wo da rührt. Ein paar der Luther hören sie, da wird ihnen gefunden, gesagt, sie haben die Jungs die geredet, was sie getan haben, und die wollen den nächsten Tag in Court sein, und sie sollen da sein. Das Gesetz sagt, dass diese beiden Männer, die sollen umgebracht werden, die sollen
elektrischer Stuhl kriegen oder was immer sie tun. Aber einer wird die sollen ihr Leben lassen. So was das? Was wird je tun, wenn es ein Kind wird? Das ist die nächste Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. Das andere, das ist eine Geschichte, was ich mir selbst abgemerkt. Aber ich glaube, ich kann danach mitfeiern mit so einer Dinge manchmal. Vielleicht habe ich nicht korrekt und belebt, aber das sind Dinge passiert in uns Leben, was nicht so sehr gut war. Aber weißt du, wie ein Schöpfer, der mir eine vollkommene Welt. Kann ich diese Welt feststellen, ohne Sinn, ohne all das Beise hier. Adam und Eva dort im Garten Eden, schmacke Frucht beim, schmacke Tieren, und sie gehen mit Gott auf im Garten, sie besäuen den Garten, sie haben die Tiere Numes gegeben, und ich stelle mir immer so für Adam und Gott, die lachten sich gut an, was haben für die Tiere, so dass die sitzen so wieder. Vielleicht haben sie sich noch Hamsach bekickt, oder Adam bekickt, oder so wieder, und wurde den Leuten und so wieder. Aber anyway, sie gehen in diese Welt rum, und ich stelle mir so für, dass die ganze Zeit, ich kann mich nicht mal feststellen, was denn was. Und Adam und Gott, sie gehen im Garten rum und sie checken, und Gott hat einfach gemerkt, die ganz schmackste Kreatur, was es gibt, und so wieder. Und so horcht man mit, was die Bibel sagt von der Schöpfung, was Gott gemerkt hat. Und erst immer so ein Vers Feuer. Du sagst, dass Gott das Licht mir und so wieder, dann sagt er, dann Gott gefällt, dass wir sehr gut. Das wird gut, sagt er. Dann in Vers 10 sagt er, dass Gott mir das lohnt und das Wut, und er teilt das in ein. Und dann sagt er, dann Gott sagt, dass es was Gutes wird. Vers 12, dass Gott das geräumt hat, ihr merken, Planten mit Sod und Fruchtbäumen und all so eine Dinge. Und dann sagt er, dann Gott sagt, dass es gut wird. Und dann Vers 18, dann hat Gott die Stirns, Sonne, Stirns und die Lichter, was Tag und Nacht regieren und so wieder. Und dann sagt er, dann Gott sagt, dass es gut wird. Vers 21. Gott mögt die großen Tiere im Meer und alles, was im Meer und die Vögel und so wieder. Und dann sagt er, dann Gott sagt, dass es gut wird. Vers 25. Gott mögt die Tiere auf dieser Welt. Alle großen, kleinen, was krüten und ran und all diese Tiere auf dieser Welt. Und dann sagt er, dann Gott sagt, dass es gut wird. Und dann merkt Gott den Menschen, den merkt er in sein Ebenbild. Und weet je, wie lichten Gott mit unserer Natur und wo wir denken und so eine Dinge steht. Und dass wir in freie Wahlen haben. Und zu uns sitzt nur Gott, so zu sein. Ich meine nicht so sehr körperlich, aber uns sitzt nur Gott. Und so, wir sind in Gott sein Ebenbild gemerkt. Und dann sagt er in Vers 31, und Gott sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, dass das sehr gut wird. Und weet je, Lieder, ich kann mir nicht feststellen, wo diese Welt wird sein. Ich habe irgendwie gedacht, Menschen reden von Himmel, wo wird es im Himmel sein, was wird es im Himmel sein. Weet je was, wenn Gott das Beise von dieser Welt alle aufnimmt, und das war so in der Schöpfung wir, wo ich nicht hier bleiben. Ich könnte gleich hier zu sein. Kornacker und so wieder, nicht? Und so, diese Welt wird ein feine Städte sein, wenn das Beise hier alle wird draufgenommen. Eine vollkommene Welt. Das nächste Mal, als Gott im Garten nennt, kommt, als das Child geworden und Abend, dann sind Adam und Eva nur nicht zu finden. Und weet je, die zaten dort hängen am Baum, haben sie Kleider gemerkt von Baumblättern. Na, hier in Mexiko wird ihr mal ein Blatt brauchen, wenn ihr von Belize sind, die Bananenblätter, das kann auch in England geben, so wieder, nicht? Und so, aber weet je, die haben sich von Blättern Kleider gemerkt, und die zaten hängen am Baum, die haben Angst, die schämen sich, und Gott fragt, wo sei? Und du hast was sehr Großes passiert. Und weet je, dann sagt Gott in 1. Mose 3, Vers 13, du hast Gott einen Satz, und diese Frau, was Gott hier fragt, du hast alles Beise für die letzten 6000 Jahre, als jemand angedacht in diese Frau. Und die Frau jetzt ist das. Und Gott, der Herr, sagt zu der Frau, was hast du bloß getan? What have you done? Ich kann Ihnen vorstellen, diese vollkommene Welt, und für die letzten 6000 Jahre, ich mentalt in mal mit Eva, wie viele Thronen sind gerührt worden, wie viele Menschen ihr Leben haben gegeben, wie viel frühes ein Baby muss abgeben, wo sie so viel gebet hatten und so ein Verlangen hatten, auch ein Kind zu haben, wie viele Männer haben ihr Mann früh abgegeben oder umgedreht, wie viele Kinder sind gerabt worden, wie viele früher sind gemisshandelt. Ich meine, denkt mal über das Beise für die letzten 6000 Jahre, und dort wisst Gott alle, was er wird geben, als er diese Frau stellt. Was hast du getan? Und so diese vollkommene Welt,
was Gott gemerkt hat, durch kämpfen einmal ein Verbrechen an, und der bereichte der Doel, und er killt dort, er vernichtet, er verleiht Adam einfach, und das geht bloß, was Kinder, was all bereit ist, ich dort killen. So verdorben ist diese Welt. Und dann ist die Frau, was willst du mit tun? Was würden eigentlich du damit tun? In 1. Mose 3, Vers 15. Gott redet mit Adam und Eva, er redet mit der Schlange. Und dann sagt Gott, dass die du in der Früh wollen die feindlich sein und die in die Nachkommen wollen sich nicht leiden können. Heu wird die den Kopf verwunden und du wirst am den Haag verwunden. Na, das Vers ist ein bisschen ein interessanter Vers, aber weißt du, was Gott hier tut? Und das ist, wo ein Satz nennt. Hier ist der Satz, was ich will lernen. Und ich will an die Sachen mit mir sein. Gott plant Radung. Warum mal alle top sein? Gott plant Radung. Noch einmal. Gott plant Radung. Und weißt du, Lied, der nächste Part von der Satz, du hast die Kurenbahn, du hast deine Antwortbahn für den Trouble, für den Zweifel, für den, all die Dinge, was du im Leben mit kämpfen das. Wil du noch mal was bei Gott Freund sein? Wil du noch mal was bei Gott angenommen sein? Mit mein Wort oder Taureken? Oder ich getan habe, was mein Lieden Taureken, was meine Däume Taureken, was meine Kleidie Taureken, was der Taureken, was ich habe. Dort hier bin. Gott plant Radung mit sich selbst im Sein. Was wird das top sein? Gott plant Radung mit sich selbst im Sein. Gott plant Radung mit sich selbst im Sein. Gott hat niemals geplant, dass die wird raden mit dir. Und das ist der ganze Unterschied zwischen allen Religionen der Welt, aber Wort Christentum, als wer ist der Rada? Wer ist der Savior? Und weißt du, wenn wir das klar holen, dass Gott hat geplant, mit zu raden mit sich selbst im Sein. Hij wird da sein, was er wird sterben. Hij wird da sein, was er wird an Kreuz hängen. Hij wird da sein, wem sie würden verspotten. Hij wird da sein, was er am Kreuz wird man schrien, mein Gott, wohin hast du mich verloren? Da wird hij Salz sein, da wird nicht ich sein, da wird hij sein. Und weißt du, Schwester, wenn die dort kennen, die Horten anschrien, dass Gott hat die geraten mit sich selbst, das liegt nicht an die. Du wirst never vollkommen sein. Du wirst never eine Person sein, die was gut noch sein zum vor Gott stehen. Da kann ich dich von dir 100% garantieren. Du wirst es never merken. Kein dann, was von der Kleider du an hast. Kein dann, wo vollkommen du bist in das Leben. Kein dann, wo viel Arme du hast und wo viel Geld du hast von dir gegeben. Oder wo viel du in Lebenswasser zurück bist. Wenn du das nicht was annehmen, dass Gott wird dir raten mit sich selbst, dann bist du verloren. Und weißt du, Schwester, wenn das kann unsere Wahrheit in uns Leben sein, dass Gott hat sein Sehen gegeben. Wenn wir mal trainen und dieses Lied gehen, die sind da nur ab Kord. Mit der 10-jährigen Jungtub. Sie können diese Menschen nicht really anchecken, wenn sie denken, dass diese Menschen haben ihr Gras darum Leben durchgemerkt. Und dann sagt der Rada zu Ende, oder der Rechter sagt, weißt du was? Wenn die waren, die 10-jährigen Jung geben, dann wollen wir diese beiden loslassen. Wo ist die das tun? Wo ist die das tun, die was den Mjaltje hat durchgemerkt, was den Traum hat durchgemerkt, was den Leben hat vernichtet, und du wirst den Jungen geben, damit die können frei werden. Weißt du, das ist, was Gott hat für die tun. Eigentlich stunden fern Rada, und wir sollen durchgemerkt werden. Wir sollen das Preis tun, Gott hat all gesagt, der Lohn für die Sinn ist der Tod, und eigentlich sollen am Kreuz hängen, eigentlich sollen angebracht werden. Wir sind schuldig. Die Bibel sagt, du hast nicht einer, was gereicht, das ist nicht einer. Und dort hält die mit an. Und dann kommt Gott und er sagt, weißt du was? Ich will meinen Sehen geben, und ihnen steht. Kann ich das feststellen? Sie in eins hier sehen. Und weißt du, Lied, wenn wir dort klar stehen in uns, dass Gott hat uns geraten mit sich selbst. Mit sich selbst. Das ist deine Antwort für rein all den Trouble in dein Leben. Das ist deine Antwort für Versägen, die Salz seilig zu merken. Das ist deine Antwort für nochmal, was nochmal tauregen bei Gott.
Ich habe ihnen mal gesagt, dass als Jesus hat diese Ehe durchgeführt und als hij trägt in den Himmel vor, in der Apostelgeschichte haben wir die Geschichte, hij vorträgt in den Himmel, sag mir mal, was die Gelegenheit, dass Gott Jesus nicht trägt annehmen im Himmel, als diese Ehe durchgeführt. Was wird die Chance, dass Gott wird zu Jesus sagen, weißt du was, du wirst da mit Petrus ein bisschen gekart, oder so wieder. Oder du das, oder du das, ja. Was wird die Gelegenheit, dass Gott Jesus nicht wird trägt in den Himmel annehmen? Du wir 0% Gelegenheit. Weet je wat, Lied? Wenn Gott die Rat mit sich selbst, dann ist deine Erlösung krieg so sicher, als Jesus seine wir. Kann ich das vorstellen? Dass wir wollen vor Gott stehen und dann wird Jesus kommen und dann wird er sagen, weißt du Gott, ich für das sind gestorben, der glaubt an mich. Wer wir abhören, Lied, wer wir abhören mit Versägen, mal Gott nicht einen Menschen zu sein, dass Gott uns wird leichen. Na bitte, das mich nicht hart verstehen. Ich meine nicht, dass wir mal für den Diebel leben. Das ist nicht mein Punkt. Aber weißt du, wir kommen mit so einem Volk, wo wir haben versucht, uns selbst zu raten. Und wir versegnen haben. Und wenn wir das mal klar kriegen, dass Gott rat uns mit sich selbst. Und das, wo der Vollkommenheit herkommt, das, wo wir können für Gott stehen, sind die Menschen mit rechten Denken und allerhand Dinge, die nicht machen und so wieder, die haben wir in uns Leben. Und wir kämpfen mit Dingen. Wo wirst du für Gott stehen? Und die Antwort ist, dass du berücksichtigst, Jesus steht für dich. Jesus steht für dich. Heißt ihn Rada. Und so Gott rat ihm mit sich selbst. Was Adam und Eva sich für sinnig halten, dann versegnen sie Kleider zu merken. Da habe ich auch ein bisschen von geredet. Weißt du, was dort feststellt? Diese Kleider, was Adam und Eva sich versuchten zu merken, mit Beinblättern und so wieder. Sie versuchten, ihre Schon zu decken, aber was hier wirklich fähig, wie sie versuchten, ihre Sinn zu decken. Und dann kommt Gott an Gordon, und Gott sagt nicht gut. Und weißt du, Lied, rein alle Kleider, was du dir gemerkt hast, zum irgendwie bei Gott angenommen sind, die nimmt Gott nicht an. Dort halt sich kracklich, wer du bist, und was du getan hast, oder wo schmeckt du bist, oder wo feiert die alles, wo schmeckt die Erntes alle in der Reihe stehen. Aber Gott wird das nicht annehmen, die Kleider, was du dir selbst gemerkt hast, zum dienen sind für am Todai. Wenn wir dort mal uns hart ansehen, weißt du, Schwester, das wo uns Trouble ankommt, das wo irgendwie zweifeln, das wo irgendwie uns herumsorgen mit allerhand Dingen, und das wo irgendwie allerhand Hassen ans Leben haben, und wir können uns untereinander nicht leiden, und all so eine Dinge, because wir dann immer meten, wer später, wer hat später gemerkt, wer wird für Gott bestehen kann. Und die Antwort ist keiner. Deine Kleider sind nicht gut. Und so Gott kommt dann Gordon an, Adam und Eva haben sich Geschmack Kleider gemerkt von Bananenblätter, ich weiß nicht, was für eine Blätter sie da haben, aber wir können uns feststellen, dass wir ein vollkommene Kleider. Und dann sagt er in 1. Mose 3, Vers 21, und Gott, der hat mir Kleider für Adam und seine Früh von Ladasch in Kleidern damit. Weißt du, wo dieser Ladasch herkommt? Einmal an gedacht, wo dieser Ladasch herkommt? Oh, wir können vielleicht sagen, weil Gott mögt den nicht, wenn er hat die Welt gemerkt. Und er würde gekonnt. Aber ich glaube nicht. Gott sagt, den Tag wird die in Versöhnung, wo ich sterben. Adam und Eva standen für den Richter, und der Richter sagt, weißt du was, du hast den leichteste Stuhl, das will ich haben. Aber weißt du, was Gott dann tut? Dann nimmt er einen Lamm. Na, die Bibel sagt uns das nicht, das ist meine eine Lehre. Gott nimmt einen Lamm, und er schnitt den Holz ab. Und dat bloot eraan, zum ganz ersten Mal in dieser Welt. Zum ganz ersten Mal gibt es einen Tod auf dieser Welt. Und Gott schnitt dat Schub, den Holz ab, laadt dat auf, und mehr Kleider für Adam und Eva. Das ist, was ich glaube. Na, wo ich das bleibe auswählen, von hier wieder in der Bibel, als dort Gott sein Weg von Menschen raten. Wo ich nicht hier. Und so ich glaube, Gott kam nach Adam und Eva, er sah ihre Kleider, und ich stelle mir so vor, die Leute schmacken Blätter und so wieder, aber Gott sagt, das ist nicht gut. Ich will Ihnen sagen, sehr, sehr klar, dass wenn du rechnest mit deinen Kleidern vor Gott zu stehen, dann könnt ihr von dir auch garantieren, dass ihr nicht was merken. Weil wir nicht so denken, okay, was ist Toding oder was nicht, die Antwort ist, das wird nicht. Das wird nicht Toding. Und wir haben das hier, Luther, über Video oder über WhatsApp, über Chatten und so wieder, unsere Kleider regen nicht zu. Die Bibel hat all wird auf schwarz gemacht. Das wird niemals tot.
Dort ist, wo wir wieder mal glauben, dass Gott rat mich mit sich selbst. Nicht mit mir, nicht mit dir. Kain und Abel kommen einen Tag angegangen und sie wollen ein Opfer bringen. Ich kann eine Frau für ihn. Wo wussten die, dass sie sollen opfern? Die Bibel hat Gott hier noch niemals von Opfer geredet, noch never. Wo wussten die Jungs dort, dass sie sollen Opfer bringen? Und das, wo ich nicht glaube, dass Gott nehmen schob, er schlachtet für Adam und Eva und er sagt von hier wieder, das wird passieren, machen wir in jene Sinn. Blut muss vergoten werden. Und so, Gott lehrt ihn opfern, das ist, was ich glaube. Die Bibel sagt uns nicht einmal alles, was da passiert ist. Und so, nu kommt Kain und Abel, und Kain kommt mit seiner besten Frucht. Ich meine, denk mal an, der geradste Apfel, schmacke Peaches, Mangos, was so krackereich werden, alle beste Frucht, was du dir denken kannst, was diese Welt produzieren kann, die braucht Kain. Wollen wir Gott das nicht gut? Und dann kommt Abel, und das sagt, er kommt mit dem erstgeborenen Schub, und er opfert dort, und Gott nimmt dort Opfer an, aber kein sind verschmeiter. Wo wir? Adam und Eva ihre Blätter, und kein seine Frucht, das kriegt das als Gedenk. Menschen erwacht, mit Gott sein Friede zu kriegen. Menschen erwacht, sein nochmal, oh, was der Tod ist er nicht. Abel kam mit dem Leben. Ich meine, ja, Abel, er kam mit dem Leben, er kam mit dem Schub. Und so, er schneidet das Schub, den Holz auf, und das Blut das ran. Und das Schub muss Leben geben, für Abel seinen Sinn. Kein braucht sein eine Ding. Und weißt du, das sagt Geschmack. Das wird bloß krackereich, die Frucht wird bloß krackereich. Ich weiß nicht, gleiche Frucht. Ich habe einen Freund, der nicht Frucht gleichen. Ich weiß nicht, was ich mit den Menschen soll. Aber anyway, scheine Frucht. Der ganz beste, was du dir denken kannst. Und weißt du, ich kann mit einer rein ganz beste Frucht abkommen. Da wird Gott nicht annehmen. Da kann ich ihn von dir auch garantieren. Da wird Gott nicht annehmen. Gott hat bestimmt, die zu raten mit sich selbst. Und du kannst die wählen. Nimm Gott seine Radung an mit sich, er hat für sich das selbst zu tun. Das ist deine Wohl. Weißt du, was ich kann mit dir in das Blut kommen? Er mit Jesus sind. Gott sagt einen Tag zu Abraham, er sagt, geh mal den Sohn Isaac opfern. Ich habe uns gleich festgestellt, ich habe sie eins gesehen, sie hatten weinst 20 oder mehr Jahre gelebt nur das Jung, und sie hatten all abgegeben, hatten all erinnert, was getan, sie hatten all selbst mal mit den Kirchen, die hatten sie wieder, ihr weißt die Geschichte. Und weißt du, was die Kirche ersehen ist? Das waren Menschen, Idee, die mal Gott seinen Plan durchführen. War das alles zu denken. Aber nun sagt Gott zu Abraham, du hast schließlich Isaac, wir können uns feststellen, dass wir große Frieden so wieder. Nun sagt Gott, geh den mal opfern. Wir können uns gleich feststellen, wo die letzte Nacht was gewesen für Abraham war ich reisen. Dann ging er dort nach Mount Moriah, kriegt da, wo Luther die Tempel stund und da, wo Luther all die Schub geopfert worden, kriegt ab den Borg da, kriegt ab den Stein. Da lag Abraham Isaac an und er nimmt sein Maße und er wird Isaac dort mehr. Und zu der letzten Sekunde hält Gott das still. Dann sagt er dort in 1. Mose 22, Vers 13. Und als Abraham abcheckt, sagt er einen Bock, der mit der Hände Fuß in den Bosch wir. Nu hör ich, was er sagt. Und Abraham ging und nahm den Bock und schlacht ihm für das Brandopfer in sein Sehen, seine Steht. Lied, das ist die Antwort für all deine Problems. Das ist die Antwort für den Zweifel und für nochmal verwundern, wenn du so aus auf den Kassen legst und du wunderst, was Gott mir annehmen? Hey, nu reicht die Dinge, like ich habe von der noch ein bisschen was der Früh gesagt, was ich nicht soll. Und gestern drehe ich noch wem fährt heavy, das wieder nach Prediger wollen und so wieder. So, was Gott mir annehmen? Und die Antwort ist, nee, was nicht. Und so hier sagt es, in Isaac seine steht. Und wenn du da für den Court wirst, dann kommt Gott, dann sagt er, wo an Diener steht. Kai und Alaya, dass sie Geschichte verteilt, aber wir haben diese Geschichte von
Barabbas en Rada. Oudste Mensch in Jerusalem. Die zat in jail. Weet je wat met denen zal passieren? Den worden ze de nächsten dag kritisieren. Dat is de Rijmeier plan. En zo, die heeft zich den dood verdiend. En nu brengen die Juden op einmal ein tidig Samaris, das Jezus de hand. Pilatus weet niet wat met den soll. Like, wat is met zo'n mens wat niet nur verschuldigd heeft, en die zal den dood meer. En zo Pilatus fällt dat bij, dat ze hij deze ongewoonheid, dat op een Osterfast, en dan ze een Gevangene losloten, den wat de Juden willen. En zo holt zich den ganzen Oster. Barabbas. En ik stel mir immer so dit voor, dat Pilatus steht, und Jezus aan een zijde, en Barabbas aan de andere zijde. En dan vraagt de Juden, check mal, wem wil je? Nou denk je mal na, Jezus heeft hier al durchgeschaut gekregen, dat louter aantal flings en gezegd wieder, dat zit al zeer jammerlijk. Barabbas steht hier met zo groot, staat mir immer so vor. En dan zeggen die Juden, wie willen Barabbas. Weet je wat er dan passiert? Dan nemen ze Jezus, Gott zijn Sohn, unschuldig von alles Sinn, en stahlen den hier, nur Barabbas, nehmen Barabbas und stahlen den her. Weet je wat dat verstelt? Jezus neemt Barabbas zijn murderie op zich, die neemt Barabbas zijn zin, al het allemaal wat hij gedaan had, en Barabbas krijgt Jezus zijn schuld vrij. Nou, met dit meen ik niet dat Barabbas geraad werd. Maar ik gebruik dit beeld, because dat is wat hier passiert, deze beiden worden omgetuurd. En dat is wat Jezus voor die heeft gedaan. We stonden voor den rechter, en zo ons Buik wordt opgedaan. En die hebben alle den movie gezien, niet? Van de wegschool, wat er niet genoeg was voor ieder einem. Maar eenmaal de laatste komt Jezus staat op de wegschool, en dan flipt het even nog uit. Jezus is voor ons gekomen. Hebräer 9, vers 11. Hij zegt, in Christus is ons hoge priester even dat beter gekomen, dat nu al hier is, durch dat geratere en volkomene Zahl, dat niet van mensen gebied is, mocht den Satz, nicht von Menschen gebied, is ook nicht von dieser irdische Welt. Hij is ook niet met bloed van kazen oder Schal in het Allerheiligste ingegaan. Hij ging met zijn ene bloed, eind en voor allemaal in het Allerheiligste in, en heeft ons een eeuwige Radung verschafft. Weet je, lied? Ik heb ons dit beeld. Dort in Himmel, dus een tempel, die ligt das Tempel, wat in Jeruzalem weer. En God had Moses dat gegeven, wat het in buren sollen wieder. En zo nu is Jezus gekomen met zijn ene bloed en is door het Allerheiligste ingegaan. En dat is wat de priester op deze wereld immer moesten. Einmal dit jaar moest de hoge priester dat Allerheiligste ingaan met bloed, kazenbloed, chalvebloed, whatever ze hadden door dan, of whatever ze moest je af had. En hij ging toen aan met dat. En nu bracht de schrijver dat bijspel, hij zegt, Jezus, hij start in een tempel, wat niet met mensen hingemerkt is. Dat is niet een irdische ding, dat is een göttliche ding, een himmlische ding. Dat is door aangegaan met zijn bloed om een, wat voor een radung teweeg te schaffen? Een eeuwige radung. Een eeuwige radung. En weet je, Jezus zijn bloed staat, dan hebben we in die zin. In 1. Johannes Kapitel 2, da sagt het dat als Gott seine Kinder soll wie nicht sündigen. Aber wann wir down, dann haben wir einen, was für uns ansteht bei den Vater. Weet je wohin dat is? Wenn zijn bloed staat er in die zin. Nou weet je, Lee, dat is jullie wohl. Je kan jullie in het bloed gaan in den himmlischen Tempel, in het Allerheiligste, moet zijn dat ze dat aannemen. Er du sagst bloß, ich nehme dat bloed aan, wat er nu al staat voor mij. Dat is die wohl. Gott plant die Taten met zichzelf zum sein. Gott hat never geplant dat die dat zelfs doen. Gott hat never geplant dat die bloed wordt houden. Hij heeft never geplant dat mijn woorden worden volkomen genoeg zijn. De loon van de zin is de dood. Hoor ich naar dit vers. Gott milkt den, Jezus, die van keine zin wist. En onze steht te zin. Dat wie durch am voor Gott gerecht worden zullen, dat ver am jalen dat. Weet je, lied, we waren een dag voor God staan en du musst die gerechtigheid haben, wat jährlich sind für Gott. Nicht für die Kirche, nicht für Menschen, nicht für deine Kinder, für deine Mann oder Frau. Und wir denken vielleicht an jemand so, boy, das ist ein feiner Mensch, so wird gleich zu sein. Und weet je, wenn wir start sind, dann musst du die Gerechtigkeit haben, was bei Gott wat jährlich sind. Weißt du, wem's Gerechtigkeit für Gott jährlich ist? Seine eine. Du hast bloß eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist, und das ist seine eine. Wenn du die Gerechtigkeit nicht hast, dann könnt ihr das all garantieren, du wirst es nicht merken.
Deine Gerechtigkeit wird never toten. Und das ist, wenn Jesus ist gekommen und er ist für uns abgehangen und er hat unsere Sinn genommen, weil all das Beise, was ich jemals getan habe, wie jung wären, dann wir wie sehr niederträchtige Jungs, wie still und schrecklich, schmecken und süßen, aber dann haben wir deuten. Und so, Jesus nimmt das rein, all deine Sinn, was du hast, ever getan oder ever warst tun, die hat Jesus alle genommen. Und nu hat er eine ewige Rettung für die verschaffen. Sein Blut steht ja in deinen Sinn. Und du kannst ihn nicht wählen. Wirst du ihn nicht bringen, oder nimmst du ihn an. Mien, Rada. In Jesaja 59, Vers 2, da sagt er, du hast was zwischen Jünd und Gott gekommen. Was die selbst verschuldigt haben. Jüne Sünden haben am Dutte gebracht, sich weich zu drehen und nicht nur Jünd zu horchen. Deine Sinn hat die von Gott weggedreht. Deine Sinn hat mehr Gott sein angesagt von die weggedreht. Nu horch mal, was Jesus für die hat getan. Johannes 1,29, am nächsten Tag, okay, das ist nicht der rechte Vers. Matthäus 27, Vers 40. Ungefähr Glock 3 Nummer schrie Jesus laut, Eili, Eili, Sabachthani. Dort meint mein Gott, warum hast du mich verloren? Weet je, Lied, laat mich in das Säuerdächen hart leiden, dass Jesus Christus es all verstaat worden für deine Sinn. Gott hat sein Angesagt von Jesus weggedreht für die. Deine Sinn tranen die von Gott. Und als der ab Jesus gelut wird, dann wird Jesus von Gott getrant. Und er kann nicht anders als utschrien, mein Gott, wohin hast du mich verloren? Und du kannst die von dir wählen. Was du selbst von Gott verschmähen worden, er nimmst dort an, dass Jesus für dich verschmähen wird. Mien, Rada. Der Lohn von der Sinn ist der Tod. Ich und du, wir sind diese Räbers. Ich und du, wir brauchen uns bei ihren Hüssen an und wir mögen die frühe Baby tot. Und ich und du sollen sterben. Das Gesetz sagt, wir sollen sterben. Because wir haben sündig. Wir sind Sünder, wir sollen sterben. Und einmal der Hänger, der da oben an kommt Jesus gegangen und sagt, ich will für dich sterben, wenn du das. Ich will deine Sinn nehmen. Willst du den 10 Jahre jung nehmen für die Jeven, für die Räbers? Ich kann ziemlich garantieren, nicht einer von uns wird reisen dort zu tun. Ich hatte den Baby dort gemerkt, und nu sollst du noch den 10 Jahre jung geben, für das Deutschland frei gehen. Das ist der ganz, wir sagen einmal von fair, nicht? Weißt du, was das Wort fair meint? Alles ist nicht fair, nicht? Ich kann nicht so viel Schaben kriegen als mein Bruder, das ist nicht fair. Aber was immer, nicht? Wir brauchen das Wort so viel. Lass mich einmal fragen, wie das fair, dass diese Lied nu wurden 10 Jahre jung geben für diese Mörder, dass die können frei gehen? Wie das fair? Das wird Jesus tut für die. Weißt du, Lied, dort wird Gott sein Erlösungsplan. Ich sehe den erst, das ist die wichtigste Botschaft, was die jemals verschieren. Wenn das uns ein Hort wird ansenken, dass Jesus Christus, dass Gott rat, die mit sich selbst zum sein. Weißt du, wohin Gott das tut? Vielleicht können wir sagen, er ist ein guter Gott, er ist bloß einfach so gnädig. Das ist nicht der Reason. Ich meine, das ist vielleicht ein Reason, und da war ich erst Gott seine Gnade. Weißt du, wohin er das tut? Because er wird der Einzige, der die Taraden und er will die drei haben. Gott plant mit Taraden mit sich selbst zum sein. Wer wird das noch einmal sagen? Gott plant Taraden mit sich selbst zum sein. Noch einmal. Gott plant Taraden mit sich selbst im Sein. Wer wird das annehmen, Lied? Wer will Jesus Christus annehmen? Der hat deine Schuld all rein, alle betult. Weißt du, wo in der Bibel kann sein, dass wer an Jesus glaubt, der ist nie geworden, dass alles vergehen, das ist alle nie geworden? Wer Jesus ist nie. Du stehst auf seine Gerechtigkeit. Und das Vers hier in 1. Korinther 4, Vers 21, das ist mein Lieblingsvers, der sagt, dass er nimmt alles Sinn und dann gibt für mich seine Gerechtigkeit. Das ist gerade der Tisch, was du jemals beleben kannst in deinem Leben. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr ein Aulet vor dich haben und der Furt seht, die, weißt du, komm mal mit den Aulet, steck scharf her, dann wollt ihr nie ein Furt pick up, dem je wieder alle weich, noch von der noch mehr, alle. Weißt du, was Gott hat getan? Er hat den verdorben, das Sintel, das Leben genommen, dort wird nur der Halt soll, dort hat er die Weich genommen und er hat die seine Gerechtigkeit. Wer wird den Tisch Gott annehmen?
Weil wir nicht alle von denen immer sagen, ich nehme dort an, den Tisch, den will ich auch. Uns Gott, der ist heilig, heilig, heilig. Und du bist sinnlich, sinnlich, sinnlich. Du wirst es bloß auf einen Weg merken, und das ist, wenn du seine Gerechtigkeit annimmst, durch den Glauben an Jesus Christus. Gott plant zu raten mit sich selbst im Sein. Das ist mein Rada. Ist das dein Rada auch? Dankeschön für diese Botschaft durchhören. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet wie lebenswasser.org.